Leck, irgendwer hat Wingardium Leviosa auf dem angewendet. Wer war, Wifi? Bist du da irgendwo? Also, das war aber danke, dass du jetzt so gefallen hast. Danke für deine Unterstützung. Freut mich. Sehr gut. Oh, da ist Kraut. Oh, ich hab mich noch nie so über Gras gefreut. Ja. Jetzt schleicht die halt einmal. Ha, das gibt's doch nicht. Oh ja, da geht's zu. Die haben noch keine LED-Birndeln, hab ich. Da schon Röhrenbirndeln haben die noch. Das ist nicht zeitgemäß. Der Robert Habeck, da sind. Na, da pass auf, wenn ich schick dann Habeck vorbei, dann hat sie sich gleich ausgegeistert. Dann hast du erst ein Gespenst in deiner Bude. War ein ziemlich cooler Arc, definitiv. Oh, jetzt kommt die blöde Fotze von hinten. Möchtest du eigentlich. Oh Gott, das ist jetzt ein zweifelhaft da. Ich hab's. Nein, leider, ich hab's nicht so gemacht, wie ich es gesagt habe, okay? Halt sein bisschen zurück. Kurze Frage. Das Arkham Asylum, ist das ein Hochsicherheitsgefängnis oder einfach eine Irrenanstalt? Oder beides? Es ist immer wieder schön, auf meine kleine Hacienda zurückzukehren. Hochsicherheits-Irrenanstalt. Okay, ein Kombi aus beidem, na toll. Der deutsche Bundestag quasi. Was ist jetzt mit dir, Maral? Schirm ein Nümmerchen oder? Okay, es ist offensichtlich nicht begeistert, wenn ich mit ihr ein Nümmerchen schirme her. Machst still dein Bandscheiben. Ja? Ja, das ist jetzt unser Headset. Warum hörst denn du da nichts? Ich verstehe die Frage nicht. Und warum hast du so viel Haar auf deinem Dödel? Noch nicht! Das meine ich ernst! Ja, ist schon gut. Hey, kannst du mir bitte nicht ins Stick Gold Tee schauen? Das war ganz zauberhaft von dir. Mats, reiß dich zusammen. Es sind Zuschauer anwesend. Ist mir wurscht, ob die anwesend sind. Ist schon gut. Der Legolas schießt dem Elch aus 5 Kilometer Entfernung mit einem Arm auf dem Rücken gebunden, einen stumpfen Pfeil mit einer durchhängenden Bogensehne ins Arschloch rein. Und zwar genau ins Arschloch. Ja? Der hat den Skill dazu. Ja? Und schaut dabei noch gut aus, richtig. Was ist mit ihm eigentlich verkehrt? Hat er irgendeine Störung? Hat er irgendeinen Knick in der Matrix? Oder warum läuft der gegen sein Gitter? Ich verstehe die Frage nicht. Da haben wir wieder beim Thema. Durch den Helm, da siehst du keinen Meter durchgesogen Kibius ist. Das kann nicht anders sein. Das gibt's nicht. So blind kann kein Mensch nicht sein. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie ich drauf komme, aber ich glaube, die haben so einen Dödel angeschnitten. Ne? Das schaut nicht ordnungsgemäß aus, was du da hast. Ne? Du wirst mich jetzt gleich umbringen, aber ich wollte einfach nur mal eine Frage stellen. Ne? So ganz freundlich. Aber das Eis ein wenig brecher. Verstehst du, wie ich meine? Dieses Pokémon fühlt sich glatt und feucht an. Ja, seh! Das Salz ist stark in dir, mein Freund. Das haben wir sofort geklärt. Batze in Elefantentanga und Nippelsternen? Let's go sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Batze in Elefantentanga und Nippelsternen. Jetzt wird's aber schon extrem. Also, ihr sollt nicht die Viewer eher einen Kopf bumsen mit deinen. Also, so ein Unrealismus. Jetzt mach nicht dir zu, Grutze, fix, ich red mit meinem Chat, du hast jetzt Pause. Zupf dich. Ja, ist mir wurscht, scheiß auf Gegnerpräsenz. Okay, scheiß doch nicht auf Gegnerpräsenz. Okay, das war... Okay, da sollte man vielleicht nicht blindlings reinrennen. Ich war noch so jung. Du blöde Sau, du blöde. Die ist zwar von den Stats her ein bisschen schwächer wie die, wo wir gerade gehabt haben, aber die schaut halt dafür auch um 5 Punkte besser aus, gell? Also da kannst du jetzt wirklich gar nichts sagen. Ich mag das nicht mehr. Mehr Fashion ist mehr gut. Scheiß auf Stats, Hauptsache man schaut geil aus. Ist die oberste Devise in einem Soulspiel. Es ist erwiesen, dass du automatisch schlechter spielst, wenn du scheiße ausschaust.
Ja, hallo? Ist da was am Gehen? So, grüß Gott beieinander. Habitäre Cartman und habitäre Wifi. Einen wunderschönen Sonntagnachmittag. Wie geht's euch? Alles fluffig flauschig bei euch. Bin ja fast mit meinem Zeitplan hingekommen, wie ich mir das gedacht habe. Ich gehe lediglich eine Dreiviertelstunde später als ursprünglich gedacht. Aber ich bin quasi vor 10 Minuten erst bei der Dia einer, sozusagen. Und ja, jetzt machen wir noch eine Session Elden Ring, hätte ich fast gesagt. Ne? Weil, was tat man denn sonst dann am Sonntagnachmittag? Ich war jetzt lang nur in der Sonne für heute. Ne? Ich hab mein Soll draußen heute erfüllt, sozusagen. Und jetzt ziehe ich mich wohlbehalten in meinen kühlen Keller zur Comprise Habitäre. Grüß dich gut. Tennis, reden wir nicht drüber. War halt nicht so glorreich. Ne? Haben wir dezent eine auf die Nase gekriegt, aber egal. Ist schon, gehört schon der Vergangenheit an. Ne? Heute machen wir. Jetzt kümmern wir uns nicht mehr ums Tennis. Jetzt sind andere Sachen wichtiger. Ne? Ich freue mich jetzt auf eine gemütliche Session Elden Ring und dann auf die Nacht wird noch ein wenig Fußball geschaut. Ich muss zwar heute wieder das Arbeiten anfangen, aber was soll's denn schon? Ne? Alles gut, Kinder, gebadet und jetzt gibt's gleich was zum Essen. Aufwärtsmarkt, was gibt's denn Gutes? Ein bisschen der Haut heute, aber jetzt gibt's ja noch mehr gute Unterhaltung. Ja, ich hab schon gesehen, dass Yassi in Elden Ring angefangen hat. Das habe ich vor 10 Minuten legit mitgekriegt und ich hab schon gesehen, dass sie mittlerweile bei Margit angekommen ist. Ja, Margit ist ein unflauschiger Zeitgenosse, wenn man den nicht kennt. Ne? Mit seinen absolut verzögerten Hits, die wo er da ausbackelt. Ne? Haben wir alle gestruggelt bei dem, ne? Auch meine Wenigkeit. Und Billinger Habitäre, grüß dich gut. Aber sonst hoffe ich, dass soweit alles fluffig flauschig ist bei euch. Ich bin tatsächlich ein bisschen K.O., sag ich jetzt einmal. Ich hab zwar eigentlich gedacht, dass man heute noch eine längere Elden Ring Session macht. Ich kann es nicht versprechen, dass das eintreten wird, weil es kann sein, dass man in 2 oder 3 Stunden ein wenig zu viel wird. Das werden wir auf uns zukommen lassen, okay? Es kann außerdem sein, dass noch eine Frau Barzina anruft, die ist jetzt beim Pferd, die sehe ich quasi heute gar nicht, weil die danach, also zu mir hat sie von danach instant zu ihre Leute, also sprich, sie kommt gar nicht mehr heim, weil sie schaut miteinander Fußball, ich kann ja nicht, weil ich da nicht arbeiten muss. Es kann aber sein, dass Frau Barzi dann anruft oder halt dann vielleicht doch noch kurz heimkommt, dann schaut sie noch kurz rein, dann bin ich mal schnell kurz ein paar Minuten weg. Sollte aber das kleinste aller Probleme sein, ne? Also das kriegen wir auf alle Fälle irgendwie gemanagt. Ja, der gibt ja ganz schön auf die Guschen, aber nur ist fröhlich. Ja, Margit ist ein Hurensohn. Das können wir ganz klar so sagen. Ne? Margit ist einfach ein Bastard, weil er halt gefühlt 3 Jahre braucht, um seinen Schlag aufzulohnen und du rollst in der Zwischenzeit 50 Mal, dann hast du keine Ausdauer mehr und dann kommt der Hit. Das kennen wir alle. Margit finde ich sogar schlimmer als ein Godric. Der Godric ist im Vergleich, also das hängt natürlich immer davon ab, wie die Bosse an und für sich liegen, aber ich habe einen Godric auch einfacher gefunden wie Margit. Tatsächlich. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben noch am Diskutieren, die einen wollen Sushi, die anderen Pommes und Burger und meine Frau will aber nichts bestellen, das wird nur lustig. Also wenn es meine Meinung hören möchtet, ich war für Pommes und Burger. Tatsächlich. Aber wer bin ich schon? Ne? Das ist nur, ne? Also wenn ich die Wahl zwischen diesen beiden Dingen hätte, war da die Pommes und Burger wählen. Ne? Aber ich glaube, am Ende des Tages ist es wurscht, Hauptsache was zum Essen. So. Wir haben ja tatsächlich beim Tennis, weil du kriegst ja beim Tennis, kriegst ja du ein Essen und ein Getränk nach dem Spiel gestellt. Das ist gang und gäbe. Bei uns ist grillt worden tatsächlich. War auch nicht schlecht. So, auf die Art. Also ich bin jetzt satt, also ich bin gut gesättigt, ich bin jetzt nicht überfressen, aber halt, ne, so, dass man halt sagt, okay, ich lang jetzt bis um 1 in der Früh, bis ich eine Brotzeit habe. Das ist dann schon in Ordnung. Also. Ich nehme einen Griechen. Ja gut, der Grieche. Nein, den nehme ich jetzt tatsächlich nicht. Du, ich sag das ganz ehrlich, ich habe letzte Woche so viel Griechisch gegessen, ich brauche jetzt mal wieder, ne, bayerische Kost, tatsächlich. Aber grundsätzlich bin ich deiner Meinung, dass der Grieche eigentlich immer geht, aber das sagst du jetzt zu jemandem, der wo gerade eine Woche in Griechenland verbracht hat. Also, Brudi,
Ich hab Gyros und Pita und was weiß der Teufel was, unfassbar gern, aber jetzt aktuell da die Grieche am allerwengen nehmen. Sag dir, wie es ist. Du hast heute Mittag eine gehabt. Gut, das ist natürlich Nonplusultra, gell? Wie Griechisch, wo? Fliegst nach Costa, kriegst so viel Griechenland, da weißt du gar nicht mehr, was dich ansetzt. Sag dir, wie es ist. Aber Essen dort ist halt natürlich schon, ne? Also das Griechisch ist schon eine andere Hausnummer wie bei uns zu Hause. Nicht? Also bei uns daheim ist der Grieche ja schon gut. Aber wenn du in Griechenland beim Griechen bist, das ist dann so das Next Level Griechisch. Verstehst du, wie ich meine? Also hab ich mir sagen lassen. Ich weiß auch nicht, was andere Leute davon hätten, aber das ist so meine Erfahrung. Gigiception, ja genau. Naja, Freunde, wir werden heute, oh Wunder, wieder in Elden Ring weiter tun. Wir haben gestern ein bisschen auf Erkundungs- und Entdeckungstour gegangen. Halt dein Fotzenvirenschutzprogramm, du hast jetzt nichts zum Sagen. Wir haben gestern ein bisschen auf Erkundungstour gegangen und haben das eine oder andere gute Ding gefunden. Ja, den einen oder anderen Dungeon entdeckt. Haben ein bisschen was von der Oberwelt gesehen, war ganz zauberhaft, war relativ entspannt gestern. Und wir haben zum Schluss uns jetzt weiß ich nicht mehr, wie die Burg heißt, irgendwas mit E. Da haben wir angefangen. Da werden wir heute weiter tun. Und ich fürchte fast, dass da am Ende auch wieder ein ganz zintiger Boss auf uns warten wird. Und ich sag's euch, es ist, wenn es wird nicht leichter werden als wir der letzte Boss. Das habe ich ganz schwer im Murieren. Also das könnte sein, dass wir da heute wieder ein bisschen festgefahren werden. Ne? Aber das lassen wir auf uns zukommen. Jetzt müssen wir uns auf alle Fälle erst einmal noch mal um den fetten Typen mit dem Hammer kümmern, der uns gestern nicht mehr vorbeilassen wollte. Und da müssen wir mal schauen, wie es weitergeht. Ich habe offstream, heute in der Früh tatsächlich, weil ich bin um 7:30 Uhr aufgestanden, damit der Kreislauf ein wenig in den Tee fahren kann, habe mir noch 3 Anrufungen geholt. Für den Fall, dass wir umskillen, ne? Für ein Stärkebild. Kann ich dann sagen, wenn es einmal so weit war. Aber aktuell habe ich ja gestern gesagt, bleiben wir mal auf Doppelkatana. Gestern hat es tatsächlich ganz gut funktioniert. Schauen wir mal, wie es jetzt dann läuft. Ja, das müssen wir dann davon abhängig machen. Dafür wird es heute ordentlich auf die Nuss geben, fürchte ich. Ich glaube es auch fast. Ich glaube, dass das tatsächlich so werden könnte, dass wir heute an einem Boss geraten werden, der uns das Weiterkommen nicht so einfach machen wird. Aber ich habe mir es fest vorgenommen und ich werde da auch durchziehen. Ne? Ich stehe da jetzt zu meinem Wort. Ich werde bei Bosskämpfen keine Mimik oder keinen Aschegeist mehr rufen. Und wenn wir 10 Streams brauchen für den Vollidioten, ne? Dann hilft es halt nicht. Dann müssen wir da gemeinsam durch. Ne? So quasi, da nutze ich ein bisschen das Sprichwort aus, mitgehangen, mitgefangen. Ne? Wenn es ich schon spielen soll und ihr zuschaut, dann müsst ihr es mitleiden. Das hilft halt dann einmal nicht. Ne? Aber ich glaube, das ist für uns alle eine Win-Win-Situation, wenn dann der Boss letztendlich dann doch umfällt. Ne? Weil ich fliege da vom Stuhl aus, weil ich mich frei und es jetzt imaginär klatschen, keine Ahnung. Gut. Und das ist das Wort zum Sonntag. Mr. Sei, einen wunderschönen Nachmittag und Herr Ripsi auch einen wunderschönen Nachmittag und Grüße in den Lurk. Vielen Dank dafür. Freunde der Sonne, jetzt haben wir mal nicht nur Pulver. Ne? Ich glaube, wir fangen mal an, oder? Jetzt fangen wir mal mit Leo und dann werden wir schauen, wie weit wir kommen oder ob wir überhaupt irgendwo hinkommen. Das soll jetzt dann Spiel für uns beantworten. Okay? Ich glaube, das ist ein Deal. Wenn du mich fragst. Schau, wir haben mir da Bild und Ton eingestellt. Das schaut eben gut aus. Dann warten wir jetzt tatsächlich, mach halt zu, so. Ha. So. Anton ist Wort zum Sonntag. Ja, dein Soundalert quasi ist so Wort zum Sonntag, wenn man so will. Ne? So, Entscheidung gefallen. Meine Frau macht der Hackfleischpfann mit Paprika geschnetzeln und Reis. Hört sich auch sehr zauberhaft an. Da wünscht ihr vorzeitig schon mal einen guten Appetit. Oder eng. Schon mal. Mahlzeit, holt's mal. Schon mal vorzeitig einen guten Appetit. Das war jetzt das Kohlensäurewasser vom Tennis. Das muss ich irgendwann einmal raus. Lieber oben aus. Ja, gut, nein, eigentlich im Stream was Gescheites als unter ausdrucken, aber naja. Egal, das ist ein anderes Thema. Gut. Und Kadem habe ich Deri. Grüß dich, Gott.
Schön, dass wieder so zahlreich euch im Stream versammelt habt. Ist es im Bereich des Möglichen, dass ihr auf das Spiel da besonders Bock habt? Ich weiß nicht. Kann das sein, dass ihr generell mittlerweile extrem Soul-Spiel-affin worden habt? Da bin jetzt wahrscheinlich nicht mal zwangsweise ich alleine schuld. Mittlerweile gibt es den einen oder anderen, der wo da auch mit drin hängt. Ich weiß nicht. Das ist so, keine Ahnung. Ich hab das schon so ein bisschen beobachtet die letzten Tage, Wochen. Ne? Also mir entgeht das nicht. Verstehe die Frage nicht. Ja, ich fürchte auch fast nicht. So, warum habe ich weil ich getestet habe, ja genau. So, jetzt passt's. Oh, wow, jetzt muss ich erst meine Waffen wieder ausrüsten. Ich Kasperlkopf hätte das vielleicht auch mal. Genau, dann nehmen wir Waffen von der Malenia. Hätte ich ihm jetzt fast gesagt. Sei, danke dir für die Anheftung. Wichtig und richtig. So, die bleibt links. Das Eisige. Das Eisige und das Blurige. Da ist genau verkehrt um gemacht. Möchtest du es eh nicht glauben. Jetzt passt's wieder. So. Ja, wir spielen das Elden Ring DLC. Ja, wir wollen das blind spielen und nein, wir wollen keine Spoiler und Tipps außer der Basis. Wichtig und richtig. Mr. Saijing, das gibt ein Plus aufs Mod-Konto. So, naja, meine Dark Souls-Erfahrung beschränkt sich auf knapp 3 Stunden Dark Souls 3 vorm Rage Deinstall. Ja, gut, okay, das Thema, ne? Deswegen, das ist ja genau das, was mich dann umso mehr wundert und auch freut, dass Leute, die eigentlich mit diesem Genre nichts anfangen können, ohne das jetzt irgendwie in irgendeiner Art und Weise negativ zu meinen, ein Spiel liegt einem oder liegt einem halt nicht. Ich will auch kein Profi-Shooter-Spieler mehr. Ja? Mir liegen so Spiele halt einfach auch nicht. Aber was mich halt dann mehr freut und mehr wundert ist, dass dann auch gerade die Leute, die wo so ein Spiel normal nicht angelangen, aber dann brutal gern zuschauen. Weißt du, der Gedankengang dahinter, das ist das, was mich halt dann brutal gefreut. Weil in der Regel ist ja der Mensch so gestrickt, was mich nicht interessiert, schaue ich nicht. So auf die Art. Was will man? Deswegen, durch das, dass halt jetzt, ob es jetzt der Kadem ist oder der Andi oder keine Ahnung, oder der Price oder sonst irgendwer, die wo die Spiele normal nicht mit der Beißzange angelangen, aber dann trotzdem da, der Bazi oder Diassi oder sonst wer spielt gerade Elden Ring oder irgendein Souls-like, da haben wir dabei, da schauen wir zu. Das ist halt das, was mich so unfassbar fasziniert. Nichts anfangen können ist nicht, aber zuschauen ist immer gut, auch wenn man es selber nicht kann, ist ja bei mir in 90% der Fälle da. Ja, bei dir ist ja genau das Gleiche. Und Dampfe habe ich dir. Ich schaue auch lieber zu, als mich rumzuärgern. Das ist eben genau das, was mich halt so fasziniert. Selbst ich bin so blöd und mache mit Lies of P und der Yassia Wette. Ja, das habe ich schon vernommen und Mr. Saijing, das finde ich gut. Einfach einmal reintrauen, einfach mal spielen, einfach mal versuchen. Ich muss ganz ehrlich sagen, du bist der Hauptgrund, warum ich überhaupt mit den Souls-Likes angefangen habe. Da ziehe ich meinen Hut. Das freut mich natürlich, wenn ich den einen oder anderen dafür edikten kann, dass er halt sagt, okay, wenn der Bazi das spielt, dann finde ich das so gut, ich mag das selber probieren. Das Problem ist, dass ich die Welt richtig geil finde. Vielleicht sollte man mal einen Controller zulegen. Ich bin bei Gott kein PC, kein Maus- und Tastaturspieler. Um Gottes Willen, ich brich mir eher die Finger dafür. Aber ich habe jetzt schon von vielen gehört, die wo eigentlich mit Maus und Tastatur spielen und sagen, mit Souls-like bist du mit einem Controller deutlich besser beraten, weil die Steuerung, die ist an und für sich für Souls-like an und für sich, die Steuerung ist ja schon relativ komplex. Oder so heißt komplex, die ist halt ungewohnt, weil du halt Knöpfe drücken musst, die du in der Regel für sowas nicht hernimmst. Zuschauen tust du zum Beispiel auf der Schultertasten. Das tust du in einem normalen Spiel in der Regel nicht. Da nimmst du entweder X, Y oder was weiß ich was her. Und das dann noch auf einer Tastatur und auf einer Maus, boah, weiß ich nicht. Also ich habe schon von einigen gehört, dass einigen PC-Spielern, die wo bei Souls-Likes tatsächlich lieber mit dem Controller spielen, als mit Maus und Tastatur. Ich habe schon zugeschaut bei Mike, da war von Internet und Twitch noch gar keine Rede. Ja, also ich meine, das, was ich jetzt sage, meine ich natürlich jetzt nicht im persönlich wortwörtlichen Sinn, aber du bist halt quasi unser Twitch-Mami, ne, wenn man so will. Wenn der Maus- und Tastatursteuer nicht so alt war, da ich diese Spiele schon mehr der Chancen gibt. Dann, für ganz ehrlich, probier's mit dem Controller. Das ist, glaube ich, wie gesagt, ich kann zu Maus und Tastatur nichts sagen, weil ich
beides nicht hernehmen. Aber ich hab, wie gesagt, schon von einigen gehört, die wo mit Leidenschaft PC-Spiele haben, die wo sagen, außer bei Souls-Likes, da spielen wir lieber mit Controller. Souls-Like muss fast mit dem Controller spielen, ja. Ja, aber ich kann mir Controller-Steuerung nicht merken, dann habe ich 2 Handicaps. Pro-Tipp, fang nicht mit einem Souls-Like an, wenn du Controller-Steuerung lernen möchtest. Nimm da irgendein ganz simples Spiel, damit es mit Grundknopf verstehst. Also, das hört sich jetzt so saudumm an, wenn ich einem Gamer erkläre, wie ein Gaming-Pad funktioniert, ne? Also, ich glaube, du verstehst den Gedanken dahinter. Fang nicht mit einem Souls-Like an, wenn du den Controller nicht gewohnt bist. Das war das Gleiche, wenn ich jetzt Maus und Tastatur lernen soll und fange aber mit Call of Duty im Online-Modus an. Das kann nur in die Hosen gehen. So auf die Art. Weißt du, wie man? Oh, da liegt Loot, haben wir gestern übersehen. Ich werde es trotzdem mit Maus und Tastatur versuchen, Bramen und Pizza, ist auch relativ. Ja, am Ende des Tages, das hört sich ein Ableder an, wenn ich das jetzt sage, am Ende des Tages ist Learning by Doing. Top. Also das ist eher ein wenig zweifelhaft, wenn ich von Maus und Tastatur rede. Ich hab bis heute, das einzige Spiel, was ich mit Maus und Tastatur gespielt habe, war Among Us, das zählt nicht, und Diablo. Und das glaube ich zählt auch nicht. Weil das kostet halt nicht vergleichen. Ne? Weil das sind, die 4 Knöpfe, die schaffe sogar ich noch zum Drucken auf Maus und Tastatur. Aber wenn es halt, wie gesagt, Elden Ring, wenn mir jetzt Elden Ring mit Maus und Tastatur vorstellen müssen, um Gottes Willen. Ich glaube, ich kann nicht einmal gerade auslaufen, ohne dass ich dreimal stirb dabei. Ich darf quasi über meine eigenen Finger stolpern. Ja, ich muss erst warm werden. Das war jetzt einfach die Wombo-Kombo, ja. Ja, ich bin mit meinen Fingern halt noch quasi nicht warm gespielt. Ich neige beim Controller zu Button-Mashing. Ja, das ist selbst tatsächlich, das bricht ja in Souls-Likes das Knack. Weil, was heißt, es bricht da nicht das Knack, aber es bricht halt die Ausdauerleisten und dann bricht es da quasi schon das Knack, weil du kannst dich halt dann faktisch nicht mehr bewegen. Wenn man so will, ne? Alter, du bist für ein ganz schön hartnäckiger Keder, muss ich dir jetzt schon mal sagen. Blutsakrament, das ist so ein lästiges Viech, hä? Müsste jetzt gleich die andere daherkommen, oder? Oder hat die umdreht? Ah. Während die bei Maus und Tastatur relativ ruhig und abgestimmt arbeiten kann. Wie gesagt, ich hab quasi vernommen, dass quasi die Überlegung im Raum steht, dass du und der Mike, also Dampfe, du und der Mike, Elden Ring zu zweit spielt. Und ich sag das ganz ehrlich, das ist der beste Weg, um Souls-like zu lernen. Das hört sich jetzt echt total blöd an, was ich jetzt sag, aber wenn halt einer zu mir sagt, er fängt jetzt, keine Ahnung,
sagen wir mal, Elden Ring an und nutzt dann quasi die Möglichkeit, sich hochzuleveln und geht dann erst durchs Spiel, dann befürworte ich das. Warum? Erstens einmal hast du viel weniger Stress, weil du einfach Hits fressen kannst, die du halt sonst nicht fressen kannst. Was dann deiner Lernphase zugutekommt, dass du in die Steuerungen in das Genre reinkommst. Ja, natürlich wird das Spiel indirekt ein bisschen leichter, weil du halt einfach Stats hast, die du normalerweise noch nicht hast. Aber du lernst einfach das Genre kennen. Du lernst das Timing, du lernst die Patterns, du lernst das Gegner lesen, du lernst dich mit der Steuerung vertraut zu machen. Und dann ist das ein ganz anderer Fall, wie wenn du halt sagst, okay, ich möchte jetzt Elden Ring spielen, ich hab zwar eigentlich kein Gefäß für Souls-Likes nicht, aber ich will ja kein Weichei nicht sein, sondern ich gebe mir die volle Dröhnung. Da sage ich lieber zu den Leuten, hey, nutzt das aus, levelt euch ein wenig hoch und geht's erst dann in Ruhe in das Spiel. Weil ihr viel weniger Stress im Kopf habt. Das ist eine ganz normale Sache. Jetzt da ich jedem raten, der wo halt sagt, er darf gerne mit Souls anfangen, schaut nach irgendwelche Möglichkeiten. In Elden Ring gibt es Dutzende Möglichkeiten, sich Early Game richtig OP hochzuleveln. Hab ich schon mal hergezeigt, kann ich auch am Ende des DLCs gerne nochmal herzeigen. Da wo du sofort am Beginn des Spiels dich hochgrinden kannst, ziemlich effektiv. Und mein Gott, ja, dann wird es halt die erste Hälfte vom Spiel ein wenig leicht, aber du lernst einfach Souls kennen. So. Ja, bin halt mit Konsolen aufgewachsen, mit Game Boy Color M64 und PS1, also Movement am Controller, Cancer, Controller selber Schlut an Äftel-Tennisarm und verstümmelten Gelenken und keine Ahnung was noch. Jeder neue Controller aus der heutigen Zeit ist fast gleich. Imagine a Souls Game auf einem M64 oder Nintendo Wii Controller. Ja, da kannst du dir schießen gehen. Das stimmt schon. Für einen Coop da ich mehr, aber was? Da ich mir aber die Seamless Coop Mod runterladen, weil es sonst mit den Invader für Anfänger erst recht kacke ist, finde ich. Ja, das stimmt. Wenn du Coop spielst, wirst du halt relativ oft invaded, weil du online unterwegs bist. Und da gibt es halt einfach Invaden in Souls-like, das ist so quasi sozusagen so ein bisschen das Teabaggen der Souls, des Souls-Genres, ja. Die Leute kommen einfach einer grundlos und gehen da auf den Sack. Mehr tun die nicht. Das ist bei Elden Ring der Nachteil an Koop. Weil du halt online spielst und dann wirst du halt quasi zwangsweise irgendwann invaded. Meine Lernkurve in solchen Spielen ist die Umkehrfunktion zu meinem Blutdruck. Dann, wie gesagt, macht's es einfach so, wenn ihr sagt, ihr hättet eigentlich so grundsätzlich Bock auf Souls-like, aber es dort einfach schwer, dann levelt euch einfach hoch. Da kannst mir gerne auf Discord einmal schreiben, wenn du da Hilfe braucht. Das ist alles überhaupt kein Thema. Da braucht es ja in meinen Augen keiner Verstecker oder Schammer dafür. Weil jeder fängt irgendwann einmal an. Warum soll man es denn am Anfang nicht einmal ein wenig leichter machen? Später kannst du weiter einen Spielstand löschen und neu anfangen, wenn du einfach vertraut mit dem Genre bist, mit der Steuerung etc. pp. Es gibt keinen nativen Multiplayer. Ich weiß nur, wie es damals, also ich weiß es nicht, wie es jetzt ist, keine Ahnung. Ich habe Elden Ring nie im Koop gespielt tatsächlich, aber es war tatsächlich eine Zeit lang am Anfang so, wenn du kannst Bereiche schon zu zweit ablaufen, bis du den Boss des Gebiets gelegt hast. Dann löst sie quasi die Truppe wieder auf und du musst halt quasi wieder neu joinen sozusagen. So war es halt damals. Und das Ding war, dass du halt, wenn du halt Koop spielst, musst ja online sein, sonst geht's ja nicht. Und da war es so, dass du halt invaded werden kannst. Also, dass andere Spieler in deine Welt eindringen als Gegnerphantome und dann musst du halt quasi PvP spielen, mehr oder weniger. Wie die das jetzt gelöst haben, weiß ich nicht. Es kann sein, dass es mittlerweile einen nativen Multiplayer gibt. Das kann durchaus sein. Mit Mod ist, es gibt tatsächlich, aber wie es der Billinger sagt, es gibt eine Koop-Mod, da ist das aufgehoben. Da kannst du durch die ganze Welt im Koop rumrennen und, also mit einer Mod wird quasi, glaube ich, der native Multiplayer-Modus reingeholt. Das ist ja völlig legitim. Aber da, was Modden bei Elden Ring angeht, da musst du ja auch nicht bei anderen wenden, da kenne ich mich leider nicht aus. Ich kann da zwar sagen, wie man Monster Hunter moddet, aber wie es bei Elden Ring ausschaut, das weiß ich nicht. I'm really sorry.
Alter, du bist mir gestern schon auf den Sack gegangen, ehrlich. Ja, was ist denn der so Zinte? Das ist ja Wahnsinn. Ja, der hat mich gestern schon aufgehalten, der Typ. Birgit Habitäre. Geht bestimmt über Worttracks. Worttracks? Kann sein. Ich kenn eigentlich, also ich weiß von Monster Hunter nur, dass das Portal zum Modden heißt Nexus Mods. Aber frag mich nicht, wie, also die Seiten, wo du dir die Mods lohnst. Aber wie gesagt, bitte nagel mich nicht fest, was das bei Elden Ring ist. Das kann er da leider wirklich nicht sagen. Aber wenn der Billinger meine, kennt sich, was die so geht, schon ziemlich aus. Also wenn es war, glaube ich, also wenn ihr wirklich vorhabt, das Koop zum Spielen, dann schmatzt nicht mal mit dem Billinger ab, der hat da, glaube ich, ein bisschen Infos wie ich. Ich habe bisher noch kein Souls-Spiel, glaube ich, im Koop gespielt, wenn mir jetzt nicht alles täuscht. Mal noch mal schauen. Ah, die kommt da erst. Der Hansübersturm, der trifft mir aber auch jedes Mal, gell? So. Da crouchen wir jetzt auch nochmal, weil jetzt habe ich es, glaube ich, die letzten 3 Mal versammelt, dass da ein Gegner sitzt. Und jedes Mal habe ich ihn auch gerade. Also solange die Hunterl unterbleiben, ist es mir eigentlich relativ egal. Ja, bei dir ist alles gut, hab Kopfweh da jetzt erst eingeschaltet, beziehungsweise den Anfang verschlafen. Hast nicht viel versandt, Birgit. Und gute Besserung an der Stelle. So, du Kasperl-Kopf da, oder können wir jetzt mir zweimal einfach über die Übereinkunft kommen, dass du mich da jetzt mal langsam vorbeigehen lässt?
Okay, Frostbite, oder? Ja, Herrgott Seele. Lang nur hat's dauert. Danke, ist die Scheißliegerei gerade Verspannungen wie Sau. Ja, dann hoch mit dir, irgendwie Kreislauf in Schwung bringen, trinken Cola oder was weiß ich was. Oh, das ist ein Aufzug, das ist gut für uns. Andi Habitäre, grüß dich gut. Der hat jetzt uns aber auch lang nur aufgehalten, der Typ, gell? Oh, perfekt, das ist ein Ort der Gnade. Optimal. Das ist optimal. Gut, wir hätten jetzt einfach schlauerweise einfach nur durchrennen können, ne? Das hätte uns auch geholfen, aber es war ja auch langweilig gewesen. So, jetzt ist halt die Frage, wo geht's weiter? Schauen wir mal da raus. Dunkelschmiedestein. Da kann man sich runterfallen lassen auf jeden Fall. Die Frage ist, was bringt es? Wahrscheinlich nix. Da ist Da ist ein Turm, den möchte ich mal anschauen. Achso, da kommst du aber... Das ist der Turm da. Da könnte man bestimmt Wenn wir uns da runterfallen lassen könnten. Das probieren wir jetzt einfach, weil wir haben einen Ort der Gnade. Dann schauen wir uns mal an, was da drinnen ist. Da kommst du da wieder um. Ich versuche mich gerade irgendwie zum Schwimmen zu motivieren, aber ich habe irgendwie halt absolut gar keinen Bock. Du Dampfe, manchmal muss man auch mal rosten. Ne? Also da brauchst du jetzt nichts denken, wenn du halt beim Schinen wieder mal auf der faulen Haut liegen bleibst. Tun sie sich da mal nicht hinunter. Ich darf gerne, aber ich hab ja mein Zeh gestern gebreitet und hab einen halben Haxen und einen Zeh anbreitelt. Wie hast du denn das angestellt? Wie gesagt, Leute, falls ich im Affekt einmal etwas überlese, schreibt es einfach nochmal. Das kann bei Elden Ring tatsächlich durchaus einmal vorkommen, wenn ich im Gefecht bin, dass mir die eine oder andere Chat-Nachricht untergeht. Also da braucht es nicht wieder wegen Spam oder sonst was, da schreibt es einfach nochmal oder markiert es mir. Also nicht, dass einer meint, ja, ich möchte jetzt nicht oft schreiben oder so. Also da braucht es halt nichts denken. Da geht's auch noch, aber da wartet aber auch wieder so ein Zipfel oder mit einer Keule, oder? Ja. Weil es eben nicht so schön wieder ist, freut es mich nicht. Hat zwar 21 Grad, aber ständig zieht es zu. Ja, ist bei uns genauso gewesen. Also wir waren heute am Tennisplatz, da wo wir waren, da war direkt daneben ein Freibad, da war jetzt auch nicht der Teufel. Also es war schon besucht, aber so richtig fein motiviert haben sie da auch nicht. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, ich muss jetzt unbedingt ins Freibad tatsächlich. Also, verstehe ich. Dann haben wir wieder eine Kiste. Kriegsasche Flügelhaltung, okay. Okay, das ist der schnelle Weg nach unten quasi. Gibt es halt auch noch einen kompletten Bereich, den man da abgehen kann, ne? Wait, da hinten haben wir, glaube ich... Haben wir da hinten aufgelaufen? Bin ich mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht sicher. Ach doch, das ist... Jo, doch. Da hinten haben wir entlang gekommen, von da haben wir aufgekommen. Klar, logisch, weil da hinten ist nämlich der Typ gestanden mit der karianische NPC. Okay, passt, dann können wir uns den Weg da sparen. Das passt, das haben wir uns angeschaut.
Kleine Zehe und Terrassentür blutig und lila, blau, rot. Lucky wollte schon in die Notaufnahme, weil er so ausschaut. Ja gut, da hast du wahrscheinlich einen Zehenbruch oder was weiß ich. Da geht dir der Zehennagel ab und alles ist gut. Lustig, in dem Schwimmbad, wo wir gestern waren, war daneben ein Tennisplatz. War das in Unterigelbach? Frage für einen Freund. So, wir haben von da oben gekommen, dann geht's da weiter tatsächlich. Oder warte mal, ich muss jetzt erst einmal schauen, ob... Okay, ich hab keinen Segen. Wie viel... Ah ja gut, ich habe erst 33.000 Runen, das ist nichts quasi. Das ist ja quasi nichts. Achso, da ist der Aufzug, okay, lull, wir haben auch nicht von da gekommen, wir haben von da her. Da Ort der Gnade, dann geht's da weiter. Oh shit, Freunde der Sonne, ich glaube es ist soweit. Ja, es ist soweit, das ist ein Bossraum. Weil du kannst einen NPC rufen. Okay, bevor wir da reingehen, geht zum Brunzen. Ich sag's euch, ich bin gleich wieder da. Und dann machen wir uns auf einen ziemlich zintigen Boss gefasst. Ich glaube, das wird eklig. Bin gleich wieder da, okay? Geh nur schnell kurz aufs Klo. Holt's den schau mal Knabber rein und trinken, weil das wird, glaube ich, länger dauern. Halt das. Entschuldige. Da wollte der. Bis gleich. So. Freunde der Sonne. Hosencam, ja. Knädelcam, it is. Ist zwar jetzt keine Live-Aufnahme nicht, sage ich auch dazu. Das war noch in meiner alten Wohnung sozusagen. Aber ich habe mir gedacht, die dürfen ja nicht fein. Ne? Nein, ich habe keine Schmerzen, nur Haut wie gerissen, Nagel ist aber fest dran, ist halt ein bisschen farbig. Ja, deswegen wird er ja auch abgeben. Okay, weil du hast ja jetzt unterm Nagel quasi einen Bluterguss und das führt dazu, dass dein Nagel abstirbt und der wird sich irgendwann sehr wahrscheinlich heben und dann geht er irgendwann runter. Aber keine Sorge, das tut nicht weh. Das merkst du eigentlich gar nicht, wenn der dir abgeht. So, also entweder er fällt da alles das Ganze außer dann, also dass du quasi selber anziehen kannst, weil ja das Gewebe, der Nagel stirbt ja ab, das Nagelbett. Dann kannst du ihn quasi irgendwann mit dem Finger so wegheben und runterziehen. Das tut überhaupt nicht weh. Das hört sich gerade unfassbar eklig an, aber das ist mir selber schon 4-5 Mal so gegangen. Gerade als Tennisspieler verlierst du mal den einen oder anderen Zehennagel. Und dann wächst da ein neuer nach. Oder, wenn du das halt nicht tun kannst, dann schiebt der neue Nagel quasi den alten nach vorn weg und schneidest du quasi deinen alten Nagel immer wieder nach, bis das halt komplett weg ist. Also, faktisch kriegst du es eigentlich nicht mit. Gut, Freunde. Dann sollen wir jetzt quasi mal schauen, was der Boss da kann, oder was? Also ich gehe sehr davon aus, dass da ein Bossraum ist, weil eben du kannst so einen NPC rufen und das ist jetzt schon ein sehr krasses Zeichen dafür, dass hinter dieser Nebelwand ein Boss lauert. Und Sabi, grüß dich gut, danke für dein Lurk. Das habe ich am kleinen Finger, man kann das echt nicht weit. Nein, das Einzige, wo es weh tut, ist der Moment, wo du die halt anhaust oder wo die halt einzwickst. Das tut weh. Das tut vielleicht auch noch einen Tag später weh, weil es halt pumpt ohne Ende. Aber der Abgang des Nagels, das tut überhaupt nicht weh. Das spürst, das kriegst du quasi faktisch gar nicht mit.
Da fällt mir ein, ich habe ja noch die Paula-Tasse. Muss ich mir gleich mal ein Heißgetränk machen? Ja, unbedingt. Ja, unbedingt. Gut, Freunde. Schauen wir es uns an. Lassen wir uns ein wenig vermöbeln. Wie jetzt keine Cutscene oder was? Relana Zwillingsmondritterin. Wow, okay, die ist flink. Ich bin im Rausch drauf, vorhin hat auch nicht weder. Ja, das spürst du auch nicht. Das spürst du tatsächlich auch nicht, da hast du recht. Aber ich sag schon, wir fressen so viel Damage. Ich glaube, dass meine Befürchtung langsam wahr wird, dass wir umskillen müssen, weil wir haben so derartig fragil unterwegs. Wir haben zwar flink, aber das Problem ist, dass wir halt zu viel Damage kassieren. Wir kassieren einfach zu viel Damage. Ah, das ist ein Bärenangriff, okay. Ja, perfekt. Ja. Okay, nicht mehr Heuschau, okay? Okay. Bei dir ist gut, wirkst leicht gestresst oder so. Schaut das für dich aus, wie wenn es gerade entspannt die Situation war gegen den Gegner? Na, sowieso ist gut natürlich. Natürlich, der mal, ne? Da mal gleich mal aussehen. Da lassen wir uns nicht runter. Aber, also, ich mein, ohne Scheiß, ich will das jetzt nicht jinxen oder sonst irgendwas in diese Art, ne? Aber rein vom Gefühl her liegt mir der Boss besser als der erste.
Aber der war ja komplett wahnsinnig. Aber die ist auch nicht übel, brauchen wir gar nicht reden. Ne? Die kann schon was. Aber so rein von seiner Mechanik, von diesen Angriffsmustern, die er hat, der wird mit Sicherheit eine zweite Phase haben, brauchen wir auch nicht diskutieren drüber, liegt bei der ein bisschen besser. Das ist halt mies, weil ich nicht weiß, wo ich da hin muss. Springen bringt quasi hier die auch nichts. Oh, scheiße, frische Tassen. Ja, also ich bin jetzt echt am Überlegen, um umskillen tatsächlich. Also ich versuche jetzt da ein paar Tries auf jeden Fall. Den einen oder anderen Try mache ich jetzt schon noch so. Aber ich glaube, da ist auch wieder so, 2 Waffen, zu wenig Zeit. Zu wenig Zeit, dafür ist sie zu schnell. Deswegen... Waffe, also mit einer Hand Waffe spenden, tatsächlich. Mit 2 Waffen, da ist sie zu schnell. Da habe ich die Zeit nicht, 2 Hits zum Landen meistens. So gelangt einer. Kathi, ich habe die Ehre, grüß dich gut. Ja, ich glaube, über lange Sicht müssen wir umskillen. Ich glaube, wir können mit Doppelkatana da nicht, weil wir einfach nichts aushalten. Wir können keine so eine schwere Rüstung tragen, weswegen wir nicht so tanky haben. Was ich mal schauen kann, ob ich einen Talisman habe, der Magieschaden mindert. Muss ich mal schauen. Muss ich mal gucken.
Ja, ich hab einen, aber das ist leider nur der Schwache. Das ist leider nur der Schwache. Aber hey, es ist besser als nichts. Es ist besser als nichts. Kathi, wie geht's da? Es ist auf alle Fälle besser als nichts. Oh fuck. Oh, Gott sei Dank. Hey, aber wie? Okay. Es ist kurz soweit, ruhiger Sonntag, hab ein wenig geschaut, was wir im Urlaub so machen können. Und? Auf was für Lösungssatz kommen wir? Meine Tochter Julia 4 möchte gerne von dir gegrüßt werden. Geht das in Ordnung? Hi Julia, grüß dich. Liebe Grüße. Ja, Freunde der Sonne, es ist an der Zeit umzuskillen. Es wird leider nicht anders. Wir haben mit dem Doppel-Katana-Bild so gegen die Bosse keine Chance. Oder halt, was heißt, keine Chance, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich sage uns da nicht. Wir werden so hart penetriert vom Schaden her. Da müssen wir umspekulieren. Ich habe aber Gott sei Dank schon was vorbereitet, mehr oder weniger. Moment, ich werde erst Waffen auf, damit ich mal sehe, ob es überhaupt rentiert, umzuskillen. Gern. Jetzt passt Obacht, ja. Ich kann zwar die Waffen per se jetzt nicht auf plus 10 machen, weil es eine legendäre Waffen ist, aber... ich habe keine Blutechos. Fuck. Nicht Blutechos. Seelen. Aber das haben wir gleich. Genau, einen uralten Drachenschmiedestein habe ich leider jetzt, Drachendunkelspienestein, den habe ich leider nicht, damit ich es auf Max machen kann, aber es ist besser als nichts. Jetzt muss man nur schnell einen Screenshot machen, damit ich den Bild jederzeit wieder nachbauen kann. Okay. Ja, liegen ein paar interessante Whisky. Ja, okay, passt, perfekt. Whisky immer gut. Na, der Rage... Achso, ist nicht an mich gerichtet. So, jetzt passt auf, wir müssen jetzt schauen. Wir brauchen nämlich... wir brauchen zum einen Talisman, nämlich den da. Und wir brauchen Anrufungen. Jetzt passt's auf.
Und zwar brauchen wir einmal... Jetzt in dem Fall, also ich hab heute in der Früh geholt, Flamme gibt mir Kraft und Flamme heile mich geholt. Flamme heile mich heilt jeden Debuff, den du hast, sogar aus Scharlachfäule. Und Flamme gibt mir Kraft, erhöht meine Angriffskraft und meine Tankiness. Also, den brauchen wir auf jeden Fall. Die kann ich jetzt, ja gut, nein, die los jetzt einmal ja raus, weil die bringt mir jetzt nichts. Dann habe ich auf der Waffen goldener Schwur, das erhöht ebenfalls meine Angriffskraft. Und dann habe ich noch geholt die Blutflammenklinge, die bringt mir jetzt für diese Waffe in dem Sinn, glaube ich, nichts, weil ich glaube, dass ich die Waffen nicht buffen kann mit Blutflammen. Weil die hat, glaube ich, von Haus aus schon einen Buff drauf. Aber ich kann es einmal probieren. Da brauchen wir 12 Glaube. So, jetzt passt auf. Jetzt müssen wir da, damit wir die Waffen dran können, brauchen wir mindestens 30 Stärke und 12 Glaube. Das sollten wir hinbekommen. Wiedergeburt. So, eine Larventräne, da haben wir ja 5 Stück. So, wir brauchen jetzt auf alle Fälle erstmal Stärke. Dann nehmen wir mal 50. Dann nehmen wir wieder 50 in Kraft. Oder sogar 60, weil jetzt fällt der Arkan weg im Endeffekt. Arkan brauchen wir jetzt nicht mehr. Dann brauchen wir Glaube. Dann nehmen wir jetzt einmal, ja, nehmen wir mal 25. Das ist schon 2, nehmen wir mal 25. Dann können wir normalerweise alles machen. Geist haben wir 21 gehabt, das halten wir wieder bei. Dann brauchen wir noch satt was in Ausdauer, dann nehmen wir einmal 50 gemäht. Wie viel haben wir denn überhaupt noch? Okay, ja, dann machen wir da mal, ja, machen wir 55, seien wir nicht geizig. Dann machen wir noch 5 in Stärke. Und ansonsten brauchen wir eigentlich nichts mehr, so an und für sich. Ja, komm, machen wir Kondition, weil warum nicht? Dann müssen wir jetzt eigentlich alles haben. Gut. Dann brauchen wir auf alle Fälle eine Rüstung, die tankier ist. Warte, wie heißt das Set? Rüstung der Einsamkeit. So, jetzt haben wir auf alle Fälle super tanky, ne? Wir haben jetzt der schwarze Ritter Kunibert, wenn man so will. So, dann brauchen wir, genau, da haben wir... Okay. Ja, genau, das geht mit der Waffen eben nicht. Aber, ja, gut, na, bringt jetzt auch nichts. Jetzt bringt es nichts, wenn ich einen Akakiba spiele, weil das ist ja Geschickwaffen. Aber gut, wir haben einmal drüber geredet. Jetzt pass auf, dann kann jetzt das eigentlich raus. Das brauche ich so gesehen jetzt eigentlich nicht. Blutflammenklinge kann raus. Okay. Jetzt muss ich nur schnell einen kurzen Test machen, damit ich es nicht verscheiße, weil wir können uns jetzt nämlich vor dem Bosskampf immer buffen. Du hättest gerne eine Leberkasse, ne? Ja, das wird schwieriger an Sonntag, fürchte ich. Aber das Spiel auch wie Zwack. Gibt gerade Another Crab's Treasure nochmal eine Chance. Das ist mir einfach zu Spongebob-lastig gehalten. Also das habe ich überhaupt nicht gefühlt so. So, jetzt pass Obacht. Wir haben einmal goldener Schwur. So, und wie ist jetzt das gegangen? Ah! Flamme gibt mir Kraft, okay. Also noch einmal. Goldener Schwur. Okay, passt. Einmal Buff. So.
An und für sich hält man auf alle Fälle mehr aus. Und wir machen deutlich mehr Schaden. Ja gut, die haben die Bosse schon so gemacht, dass du es nicht mehr so aus der Haltung hauen kannst. Die haben den Spieß im DLC komplett umgedreht. Aber so an und für sich, wir halten mehr aus und wir machen auch weit mehr Schaden. Also ich glaube, das war the way to go, dass wir umskillen tatsächlich. Ich muss jetzt natürlich erst wieder mit der Waffe ein bisschen reinkommen, weil das natürlich jetzt wieder eine andere Spielweise ist, so, ne? Aber das sollte nicht das Problem sein. Achso, jetzt kämen schon 6, perfekt. Okay. Dauert ein wenig, aber wird schon. Aber ich bin gespannt, ob die eine zweite Phase hat. Also was heißt, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass sie eine zweite Phase hat. Ja, die ist ziemlich flink, aber sie liegt mir an und für sich als Boss mehr als wie der andere tatsächlich. Und schau, da hab ich direkt.
bin auch teilweise vom Timing her mit dem Ruiner noch nicht so drin. Na, Offline habe ich noch nicht gehabt. Tatsächlich. Gibt noch was. Ja, ein NPC-Ruf, oder? Aber es ist ja auch lame. Ja, ich mag's aber jetzt nicht mehr mit NPCs machen, weil es lame ist. Mir hat so das Ego geknackst, nachdem ich den ersten Boss mit Mimik gemacht habe. Oh wow. Okay, du kannst die Bosse in dem DLC scheinbar echt nicht staggern, das geht nicht. What the fuck? Okay, erstmal. Oh wow, herzlichen Glückwunsch. Ah ja, okay, alles klar. Sie kriegt Blutmagie und okay. Thomas, habe ich dir, grüß dich gut. Naja, der Boss wird anstrengend, glaube ich. Bei mir gibt es jetzt einen König Frischkast, bevor ich zum Abendessen verhungere. Ja, einen guten wünsche ich dir. Ich muss mal schauen, ob ich... Jetzt pass auf. Was ist denn eine gute große Waffen, die wo man mit Blut verzaubern kann? Also Blutflammenverzauberung machen kann. Na, weil mit der schnellen Waffen, wenn ich eine schnelle Waffe spiele, dann bin ich nicht tanky genug. Ich bin dann fast One-Hit bei, oder was heißt, auf jeden Fall Two-Hit bei ihr. Und so tanky ich halt ein bisschen was weg.
Bin jetzt nur am über... Achso, ja, das funktioniert vor. Der Bluthund. Also warte mal, Moment, wo haben... Hab ich nur... Moment. Trollhammer, große Drachenkralle. Ich weiß halt leider nicht so wirklich, was gute große Waffen haben in dem Spiel. Ich weiß, dass die Hellebarde nicht schlecht ist, die heilige Hellebarde. Hast du das Langschwert mit Blutung? Was für ein Langschwert? Das Nagakiba, ja, das habe ich schon, aber das bringt mir jetzt nichts, weil ich komplett umskillt. Weil ich umgeskillt habe. Ja, das skaliert ja auf Geschick mit A. Das bringt mir ne? Der Boss ist übel gut gemacht. Ja, die Hand. Generell das DLC ist sehr, sehr schwer, was die Bosse angeht. Auf jeden Fall. Das Langschwert mit Blutung. Das ist gut. Keine Ahnung. Wo wir ein Langschwert mit. Was Bluthund reißt an? Bluthund reißt an, aber schon. Großschwert der Verpflanzung. Das bringt mir auch nichts. Blasphemische Klinge. Oh, wait a minute. Lass mich mal überlegen. Ich glaube, die Waffe per se habe ich noch nicht, weil ich glaube, das Echo noch nicht benutzt habe. Na, aber die kann ich eintauschen tatsächlich. Okay, ja, guter Call tatsächlich. Tatsächlich guter Call. Ich hab schon oft gehört, dass die Waffen ziemlich gut ist, aber das ist auch eine legendäre Waffe, ne? Kann ich leider auch nicht auf plus 10 mal. Mir geht der uralte Drachendunkelschmiedestein ab. Wir haben ja gestern uralte Drachenschmiedesteine gefunden zum Verrecker, aber Dunkelschmiedesteine geht mir tatsächlich ab. Schauen wir mal, wo ist denn die blasphemische Klinge? Die muss ja da irgendwo sein. Moment. Was? Ah, jetzt gehen wir natürlich die Echos wieder ab, ist ja klar. Wurscht haben wir ja noch nur. Ja, normalerweise macht's, da hast du schon recht, normalerweise macht es nicht den Teufel aus, das stimmt schon. Okay. Die glaube hat ja auch einen Fernangriff, ne? Also da geht ja, muss jetzt ein bisschen testen, ich habe mit der Waffe tatsächlich selber noch nie gekämpft. Aber das ist, glaube ich, okay. Jetzt pass auf. Wenn ich die in 2 Waffen... Moment. Ja genau, das schießt dann so 4. Ich weiß zwar nicht, inwiefern das begrenzt ist, aber... Glaube ich, ist ganz gut, wenn man... Gut, der Boss wird schlaue Patterns haben, der wird wahrscheinlich, bin aber sogar ziemlich sicher, der wird ausweichen. Jetzt ist halt die Frage, was machen wir da machen wir keine andere Kriegsasche nicht drauf normal, oder? Die lassen wir so, wie es ist. Oder? Der Damage ist übel. Ich habe zumindest im DLC eine neue Lieblingswaffe gefunden, aber auch nur eine bisher. Ich habe nur die Faustwaffen mal gefunden, die ist cool an und für sich, also an und für sich das Move-Pattern gefällt mir von der, aber ich glaube, dass die halt nicht so viel reißt. Und Grab's Treasure gerage-quittet. Oh no! Press F für den gefallenen Bruder. Schauen wir mal. Ja, das haben wir schon fast gedacht. Ach, das Ding macht Feuer?
Ja, okay. Das war knapp. Ja, die Waffen haben da aber eine insane Range, gell? Ah, die ist schon gescheit, weil lebt mich am Arsch, du. Also das, wie gesagt, das wird der Boss sein, da werden wir hängen. Das wird eine ganze lange Weile dauern, bis wir den Solo machen. Perfekter Start. Ja. Sie ist jetzt sehr speziell. Generell finde ich in dem DLC die Bosse sehr speziell. Der komische Löwe, der war ja auch total Also, ich muss schon dazu sagen, bisher ist der Löwe immer noch das geistesgestörteste, was ich jemals gesehen habe. Ich glaube, die glaube ich ist schon machbar, aber das Ding ist, der ihr Gewirbel hat, oder? Das ist so schwer zum Lesen. Das Ding ist, wenn du den ersten ausweichst, trifft dir der zweite quasi garantiert. Was? Ja, okay.
Ich hänge auch an einem Boss fest, den ich einfach nicht schaffe, spiele aber mit Beschwörungs- schaffe ich gar nichts. Ja, ich möchte jetzt, wenn es geht, einfach keine Mimik oder so mehr rufen, weil das, ich weiß nicht, da bin ich einfach als Soul-Spieler dann zu sehr in meiner Ehre gekränkt. Also zumindest einmal mehr hätte ich es allein geschafft haben. So, eine Freundin hat mich überredet, dass ich zumindest ins Schwimmbad mitgehe. Verdammte Frau. Ja, verdammt, ist aber auch in Ordnung. Also ich wünsche dir schon mal viel Spaß im Schwimmbad. Planschen ein wenig. Tauchst da Runden für mich mit, weil ich werde einen kühlen Kopf brauchen. Sonst, ne? Würde gern andere Spieler dazu rufen, nur leider klappt das gar nicht. Da steht immer Verbindung fehlgeschlagen und ich weiß nicht, warum ging es sonst. Keine Ahnung, vielleicht Server überlastet. Und danke für dein Following an der Stelle. Vielen lieben Dank, Thomas. Ja. Ja, du kommst halt von der nicht weg, ne? Das ist brutal. Oh. Hä? Ja, okay. Kommt mir einen guten Wünsche da. Du, jeder kann ja spielen, wie er will. Ich finde Spieler, die es ohne Beschwörung schaffen. Ich bin dazu einfach zu schlecht, stehe auch dazu. Deswegen freue ich mich, dass das für Leute wie mich es solche. Ja, natürlich, logisch. Ich habe vorher, ganz ehrlich, Thomas, ich habe das vorher gerade eben, was heißt das ist jetzt ungefähr eine Stunde her, für Leute, die wo halt gern so Soulspiel spielen wollen, aber sich nicht den harten Grind geben wollen. Für das ist absolut legitim. Für die Leute, die wo da einsteigen wollen, rate ich auch an, levels euch hoch. Also überlevelt euch ein bisschen, damit es für einen einfach zum Steuerung lernen etc. pp. Einfacher wird. Bin ich absolut überhaupt kein Gegner nicht davor, wenn das einer so machen will. Auf keinen Fall. Aber das, was halt bei ihr so weird ist, du kannst einen Angriff ausweichen, aber der zweite trifft halt dann einfach, ne?
Na, trotzdem. Oh. Na, aus nichts verbannt. Du wirst da halt nichts anderes mehr sehen, Kathi. Ich sag das ganz ehrlich. Du wirst heute außer dieser Gestalt nichts anderes mehr sehen, weil den werden wir nicht schaffen. Halt. Also das darf mich schwer wundern. Sie ist definitiv eine sehr starke. Also jeder Boss bisher in dem DLC ist einfach Next Level. Das ist typisch FromSoft. Im DLC schraubst die Schrauben schon einmal deutlich enger als wir woanders. Ne? Muss man einfach ganz klar sagen. Da, das ist es. Du kannst einen Angriff zwar dodgen, aber du fangst da instant mindestens den zweiten. Ja, in sie eine dodgen ist auch nicht unbedingt das Gelbe vom Ohr. Ich glaube, dass man eher seitlich weg muss. Aber ich kann das jetzt so pauschal gar nicht sagen. Das ist auch komisch. Mal macht sie nach dem Stichangriff, mal haut sie dann wieder noch 2-3 Mal zu und mal bleibt es einfach dann noch stehen. Das ist ganz schwer, dass du da irgendwie rausfindest, wann macht sie was. Das ist ganz weird. Musik ist definitiv 11 von 10. Aber das ist typisch FromSoft. Ja, das ist aber genau das Problem, wenn man. Dann kann man Geisterasche auch rufen, weißt du, wie man? Ja, freilich, ist eh klar.
Es ist so weird. Mal macht sie nichts, dann steht sie einfach nur rum und auf einmal greift sie wieder volle Pulle an. Ja, wie sie jetzt nicht drauf hat? Ja, das ist halt natürlich... Oh, du dumme Fotze, ehrlich. Boah, Alter, was hat denn die Waffen für eine Range von dir? Ich stehe 8 Meter von dir weg. Karma, merci dir für dein Rage. Einen wunderschönen guten Abend und willkommen zu Elden Dev. Meine Freunde der Sonne, wie geht's euch? Wie war der Stream? Jetzt habe ich leider gerade keinen Mod nicht da, sonst hat's einen Shoutout kriegen. Wie war euer Stream? Also ich glaube, Buffen ist so eigentlich irrelevant. Was hat's bei euch gegeben? Elden Ring? Oh, Alter. Wow, Alter. Wow, Alter. Okay, kannst du eigentlich schon wieder instant aussehen. Das ist jetzt genau der Paradeschlag, den ich im Ohren habe. Ich weiche Arm aus, kriege aber so safe den zweiten Hit. Ich kann den zweiten nicht ausweichen. Das ist... Wie machst du denn das? Die haut so schnell hintereinander zu, so schnell kann ich quasi gar nicht rein. Elden Ring, ein bisschen DLC. Bist du auch schon bei dem Boss gewesen? Oder bist du vielleicht gerade bei dem Boss? Und wie findest du das DLC? Oh. Wo hast du dein verficktes Opening? Da muss ja irgendwo mal ein Zeitfenster geben, wo du die angreifen kannst, ohne dass du Gefahr laufst, einen Hit zum Kassieren. Wann kommt der Rage Quit? Gar nicht. Der wird gar nicht kommen. Aber die ist schon gescheit stark, hey. Heilige Scheiße.
Das Ding ist halt, was mich halt bei der ein wenig wundert, also es ist wie gesagt, die macht ihren Angriff, du weichst dem Angriff aus und in dem Moment, wo du quasi in der ersten Rolle bist, kriegst du sofort den zweiten. Also du kannst quasi, also zumindest jetzt so aktuell, ich kann den zweiten Hit nicht dodgen, das ist unmöglich. Ich war schon bei ihr, sie hat mich fast gebrochen, bis ich sie verstanden habe. Ja, ja, ich verstehe warum. Unnötiger Hit. Das ist so räudig, wenn sie genau die Animation kriegt, wenn ich gerade am Heilen bin. Es wundert mich dass das jetzt getroffen hat. Das gibt's nicht, die kannst du nicht aus der Haltung haben. Das ist, ich habe jetzt keine Ahnung, schon 20 schwere Angriffe auf das Weib gemacht. Meinst du, dass die mal aus der Haltung fliegt? Ah ja, perfekt. Okay. Ich merke mal, ich muss mir unbedingt Essen machen. Karma, danke dir für dein Raid nochmal. Wie gesagt, es tut mir leid, dass er da gerade keinen Shoutout nicht geben kann. Ich habe meine Mods haben, glaube ich, gerade selber im Lurk. Aber Leute, schaut's gerne beim Karma mal vorbei. Der spielt momentan selbst das Elden Ring DLC. Bringt des Öfteren auch mal Pokémon-Content. Also bitte gerne mal draufgehen und ein bisschen Liebe da lassen, okay? Vielen lieben Dank. Ja, ich hab ja ihre Haltung vorher schon mal gebrochen gehabt. Und zwar zweimal innerhalb kürzester Zeit. Aber eine Haltung brichst du ja eigentlich, indem du vor allem dann
wenn du einen Sprungangriff und also springst und einen schweren Angriff machst. Aber das wirkt bei der irgendwie nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Danke dir, Sei. Aber der letzte Dodge, ich wollte mich nicht selber loben, aber der war wirklich nicht schlecht. Aber ja, es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach. Ah, das war dumm. Du dumme Sau, du. Du dumme Sau, du, ehrlich. Ja, aber perfekt. Er druckt auch noch. Jetzt macht's zweimal den Magieschnitter hintereinander. Keks schon versucht? Nein, leider nicht. Das wirkt bei ihr nicht. Du warst gerade wo dringendst, ja. Ich sag da zu mir in Mario Kart auch. Ja, du dumme Sau. Ja, dann haben wir so Tries dabei, die wo komplett reinscheißen, aber ich weiß jetzt nicht, wie ich vom Damage drauf bin. Keine Ahnung. Bin ich vom Damage her okay oder schlecht? Ich hab keine Ahnung. Ich kann's nicht sagen. Also mir halten ein bisschen mehr aus wie vorher. Aua. Fuck, jetzt habe ich nicht auf meine Mana geschaut. Verdammt. Der war so einfach zum Dodgen eigentlich. Oh, leg mich doch am Arsch dann, oder? Oh, jetzt dreht sie sich wieder um mich herum.
Ja, kostet noch 8 Schwerter immer, aber was soll der Geiz? Was ist... Boah, lecke. Alter, wie soll es denn das alles auf einmal dodgen? Das ist ja fast unmöglich. Wie soll ich denn das machen? Oh. Ich bevorzuge ja immer noch Blutung schauen, der hat einfach immer noch... Ich hab vorher Doppelkatana Blutung gespielt, aber ich halte da nichts aus, das ist das Problem. Ich kassiere so brutalen Damage, wobei das einzige... Moment, mir kann man was probieren. Mir kann man tatsächlich was probieren. Das fällt mir jetzt gerade eben ein. Das könnten wir tatsächlich probieren. Darf ich für wen kurz vor unserer Bubble von ein paar Leuten Werbung machen, die auch so... Ja, klar, gern. Jetzt pass auf. Wir haben ja genügend Larven drinnen, ne? So, jetzt pass auf. Wir gehen mal wieder auf 60 Kraft. Wie vorher eben auch. Dann machen wir quasi denselben Bild jetzt noch einmal. Geist wieder 120. Und Stärke ignorieren wir und gehen wir dafür da in Geschick. 55 haben wir da gehabt, genau. Jetzt weiß ich gerade nicht, ob man... Nein, weil das habe ich vorher auch nicht geskillt gehabt, das braucht man quasi nicht. Dann kann man die restlichen... Jetzt pass Obacht, jetzt wart. Gehen wir da auch auf 60, gehen wir Geschick auf 60. Was haben wir jetzt dann noch über? Okay, wir haben noch 12 Punkte. Vielleicht da auf Geist, damit wir genügend Mana haben. Was habe ich jetzt noch? Jetzt habe ich noch 3 Aufstiege. Keine Ahnung. Ah, warte mal, mir brauchen wir, glaube ich... Moment. Vorsicht, mir brauchen wir, glaube ich... Für die Katanas brauchen wir Arkan, wenn man nicht alles täuscht. Da braucht man ein gewisses Level an Arkan. Pass auf, Moment, nicht, dass wir uns jetzt da verhauen. Okay, da brauchen wir nur Stärke... Oh, 18 Stärke fürs Nagakiba, okay. 16 Stärke... Okay, wir brauchen 20 Arkan auf jeden Fall, okay. 20 Arkan... Bisschen Stärke und ein bisschen... Okay, 20 Arkan und 18 Stärke brauchen wir auf alle Fälle. Is it thy way? Now. So, 20 Arkan. 18 Stärke, gut. Und den Rest können wir ja dann folgendermaßen verteilen. Gehen wir da auf 60. Und wieder auf 21. Kondition machen wir nochmal... Machen wir auch nochmal 60. Und dann haben wir den Rest in Geschick und dann müsste es eigentlich passen. Weil dann haben wir genügend Damage. Genügend Ausrüstungsgewicht haben wir. Also müssen wir die schwere Rüstung eigentlich auch tragen können. Weil Arkan ist tatsächlich, es ist zwar nice to have, wenn man es hat wegen der Blutung, aber es bringt uns eigentlich nichts, weil die Blutung so anders kickt. Irgendwann, früher oder später. So. Jetzt haben wir immer noch Midroll, das ist gut. Das ist die rechte Waffe. Aber ich darf tatsächlich nicht auf... Ich darf tatsächlich nicht mit 2 Waffen spielen, weil ich glaube, dafür haben wir zu wenig Zeit. Da ist Malenias Hand tatsächlich, glaube ich, von der Waffen her die Waffe, die wo am meisten Damage macht. Die Geschickwaffen her. Wir können als blutige Ströme natürlich auch nicht mehr. Aber
Ja, wobei eigentlich war blutige Ströme schon fast besser, oder? Das war immer, wo man zwar... Ja, okay, da machen wir halt merklich weniger Schaden, gell? Das muss man halt... Gut, wir haben aber da Feuer mit dabei, ne? Das muss man halt vielleicht an der Stelle auch dazu sagen. Jetzt probieren wir es mal mit blutigen Strömen und dann... Wir werden halt sowas von überhaupt keinen Schaden machen an der Tante, aber... Jetzt haben wir zumindest schnelle Hits. Jetzt haben wir zumindest schnelle Hits. Und haben wir trotzdem mit einer tanky Rüstung unterwegs, so, ne? Also das kann schon sein. Oh, und ich sehe gerade, Yassi hat mich geschautoutet. Vielen lieben Dank. Also ich meine, sie spielt selber gerade Elden Ring zum ersten Mal. Ich glaube, sie war vorher bei Margit. Ich weiß nicht, ob sie schon gelegt hat, aber der Yassi, gerne mal draufschauen. Mega nice, Waffe, blutige Ströme. Immer wenn ich nicht weiterkomme, hat diese Waffe jetzt rausgerissen. Die spiele ich schon lange, die Waffen. Tatsächlich. Gabat 1 Servus. Okay, der erste Blutungskick war da. Ah, komm, beide drauf.
Ja, okay. Glaub, das kann in die richtige Richtung gehen. So, YBO, Habitäre, merci dir für deinen Resub im 15. Monat. Vielen lieben Dank. Habitäre. Du kommst perfekt zum Elden Ring Boss zerpümmelt werden. Wie geht's da? Schön, dass du bist. Und Herbert, Habitäre. Und sei merci für den Like, wie spät ist denn überhaupt schon? Wie bis 6. Okay. Ja, jetzt probieren wir. Also, der Vorteil von Nagakiba ist halt, weil ich halt auf der Distanz ein bisschen angreifen kann, ohne dass ich gleich Hardcore penetriert wird. Aber jetzt nimm mir mal einfach für die Sachen dazwischen. Ich möchte mal wissen, wie er mit Malenias Hand zurechtkommt dann. Die ist länger, die ist deutlich länger. Na, ich muss ja auch erst ein bisschen. Welcher Try war das? Keine Ahnung, der 30. oder so. Die Fähigkeit bringt gegen sie quasi unter Null. Ja, okay. Na, okay, Dr. Rockford. Nein. Wir haben mit Sicherheit schon, keine Ahnung, Stunde oder so hängen wir bei dem Boss. Mit Sicherheit schon. Und er wird noch weitere Stunden fordern. Aber also, Malenias Hand, der Damage, den wo wir mehr haben, ist nicht wirklich ausschlaggebend. Oh, so ist Fischbeck da. Wir bleiben bei blutige Ströme. Ich glaube, dass wir da tatsächlich mehr Erfolg haben könnten. Ist gerade vom Nap aufgemacht? Ja, dann herzlich willkommen im 21. Jahrhundert, Mr. Herbert. Ich hoffe, Sie haben gut genappt. Nachteil an blutige Schrimme, sie hat nicht viel Range. Was für dicke Steine! Malenia, 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 Malenia. Ja. Ungefähr so schaut das aus, ja.
Ich soll... Wo ist denn da das Opening? Ich versteh's nicht. Oh, ich bin so schlecht im Dodgen halt. Ja, sie habe die Ehre, grüß dich Gott, danke dir für deine 100 Pizzen, Malle. Bin jetzt auch da, ja. Fest. Also du hast nichts versandt, nicht wirklich was. Wir sitzen seit, glaube ich, über einer Stunde bei dem Boss. Wir werden da heute hängen und wir werden nächstes Mal wahrscheinlich da noch hängen. Wobei, jetzt habe ich zwei, vielleicht 3 gute Tries habe ich schon gehabt. Aber das Ding, ich tue mir bei der so schwer beim Dodgen. Weil die einfach so viele Angriffe hintereinander hat. Okay, dass du bist. Wo ist denn da die Öffnung, dass du 2 Hits dodgen kannst? Ist ja quasi nicht vorhanden. Komm, hey! Okay, den kann man jetzt eigentlich langsam merken. Wir haben noch nicht einmal bei der Hälfte von ihrer Lebensleisten und ich habe keine Ahnung schon wie viele Hits auf sie aufgedroschen.
Ja, wie sollst du, also bitte, wie sollst du das dodgen, sag einmal. Du hängst gerade bei Margit. Ja, ich hab's vernommen, dass du halt mit Elden Ring angefangen hast. Ich hoffe, dir gefällt Elden Ring. Und Margit, tu dir nicht an, der ist einfach ein Hurensohn. Ja, mit seinen scheiß verzögerten Schlägen, die wo im 8. Zeitalter dieser Menschheitsgeschichte irgendwann einmal eintrudeln. Da brauchst du dich nicht an. Da, beim Margit bin ich auch gehängt. Eine Zeit lang. Aber schön, dass du angefangen hast. Und Herakles habe ich dir, grüß dich gut. Ach ja, und Jassi, danke für deinen Shoutout vorher. Ich hab's mitgekriegt. Dankeschön. Ich geh mal duschen, ich bin heute 3 Stunden am Griller gestanden und riech wie eine anbrannte Kupplung. Tun Sie dieses, Mr. Herbert, hätte ich schon fast gesagt. Mr. Price. Du wirst nicht viel was haben. Also wenn ich derer ihre Angriffe noch ein bisschen besser lernt zum Dodgen, dann geht die schon so. Das Problem ist, ich hab das einfach noch nicht so wirklich drin, einfach 8000 Hits gleichzeitig zum Dodgen. Das ist gerade so ein bisschen mein Struggle, den ich hab. Und du kannst so schwer einschätzen, das ist normal. Der ist halt Next Level verzögert. Also das, keine Ahnung, was sie bei dem Idioten denkt haben, aber der schluckt nur verzögert zu. Da brauchst du absolut keinen Kopf nicht machen. Aber den boxt. Mir war der Margit gerade wirklich lieber als mit die Tante da. Da, kriegst du mal eine blutige Schelle. Ja, die macht zwar fast keinen Schaden nicht, aber du kriegst eine Schelle. Und dann springt er einfach dreckig ins Gesicht. Nö. Ich will was probieren. Da, das ist das. Wie sollst du denn da die 3 Hits dodgen? Das ist ja unmöglich. Du dodgst einen, kassierst 2. Du dodgst 2, kassierst 1. Das ist... weiß ich nicht. Keine Ahnung, wie man das alles dodgen soll. Mit einer Rolle oder mit 2 Rollen. Das war mehr Dusel als Verstand. Uäh.
Ja, ich geh schon. Mama, das war nicht so gemeint. Ja, los mich. Boah, leck mich doch am... Was ist denn das jetzt? Wow. Darf ich mir mal... Dankeschön. Das kann ich alles nicht hintereinander dodgen, das ist unmöglich. Das kannst du hintereinander alles nicht dodgen, das ist unmöglich. Ich habe keine Ahnung, wie ich das hintereinander dodgen soll. Aber es geht in die richtige Richtung, schon Start. Es geht, ich brauche mehr Zeit in der zweiten Phase, damit ich das ein bisschen besser studieren kann. Die erste geht schon Start. Was heißt geht? Es ist noch weit ausbaufähig, aber es schaut schon besser aus wie die erste Stunde. Kaum so ist, kassiere ich gleich mit 2. Der ist billig, der darf nicht passieren. Ah, na! Genau dann, wenn ich Teilung nehme. Der war auch so easy mittlerweile. Oh, der ist mir gut. Wie soll die 5 Hits so tanken? Das geht doch gar nicht. Ich kann den ersten und den zweiten ausweichen. Aber der dritte und vierte trifft mir halt dann safe. Wie soll die... Das check ich halt nicht. Haben wir schon eine Idee für den narischen Löwen? QB habe ich die, neuester Stand, der Löwe ist schon down. Schon beim letzten Mal.
Ja, es dauert. Freunde der Sonne, es tut mir leid für alle, die gerne ein wenig zu Elden Ring sein daten, aber den letzten Boss habe ich mimösenhaft gemacht und ja, komm. Und den ziehen wir knaller durch. Und wenn ich 3 Wochen an dem Boss hänge, ist mir das scheißegal. Ja, komm, bring mir. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Was die Idee, wenn man den Solo kriegt? Nein, ich hab bei keinem einschauen können, der wo den gerade macht. Ich hab nur gehört, also Jassi hat mir von einem verzeiht, der wo einen 12-Stunden-Stream gemacht hat und allein über die Hälfte von seinem Stream hat er nur für den Boss schon Zeit in Anspruch genommen. Also keine Ahnung, ich werde vielleicht einmal ein YouTube-Video schauen, wie andere den Solo machen, keine Ahnung. Aber der war halt gecrackt ohne Ende, der Typ. Der ist auch gecrackt. Komplett gecrackt, aber die ist noch eher machbarer für mich als wir der andere vorher. Da, das ist das. Ich muss reindotschen, weil ich auf die Seiten nicht mehr knallt und dann trifft mir aber auf jeden Fall der zweite Hit. Ich weiß nicht, du kassierst gegen die ständig. Ah, okay, jetzt musst du schon 2 Stiche ungefähr, okay? Weil ich kann der Muster absolut nicht auslesen, das ist brutal. Die Haut gefühlt, jeden Boss kommt anders zu. Das Schwert ist zu kurz. Schlechter Try. Oh. Ja, das ist die ist absolut nicht. Wie war's mit dem Blackblade? Blackblade? Nein, Oberon habe ich die Ehre. Der Nachteil von blutigen Strömen ist, es ist eine unfassbar kurze Waffe.
Was meinst du mit Blackblade, QB? Wollen wir mit der Waffe probieren, weil ich muss irgendwie, also gut, blutige Ströme ist schon mal, das ist ein Anhaltspunkt. Das macht Minus-Damage, oder? Keine Ahnung, was das für Waffen ist. Weiß ich nicht. Blackblade, Distant Death, keine Ahnung, ich kenne ich nicht. Du müsstest mir jetzt sagen, von wem die Waffen ist. Und was das für Waffen ist. Dann kann ich mir schauen, ob ich die Waffen habe, aber ich vermute mal so, ich glaube, ich weiß, auf was du hinaus willst, aber ich glaube, so einfach ist es nicht. Was mir auch noch einfallen darf, war vielleicht Blut-Hundreißzahn. Das würde vielleicht auch noch helfen können. Ja, die erwischt die halt einmal und du kannst nicht mehr rein. Das ist das nächste, ja. Perfekt. Malikets Schwert, der Hund aus Pharmasula, das schwarze Riesenschwert. Nein, ja, ich kannte mir theoretisch holen, aber mit großen Waffen habe ich vorher auch probiert, komme ich auch nicht wirklich weiter. Ich mach bei der Tante keinen Schaden nicht. Keine Ahnung, ich mach mit den großen Waffen keinen Schaden und ich mach mit den kleinen Waffen keinen Schaden. Ich weiß es nicht. Das Beste war bisher, am Weiteren bin ich mit blutige Ströme gekommen tatsächlich. Bisher. Nein, mir geht's soweit eigentlich ganz gut. Bis auf das, dass ich schon langsam keine Antwort nicht auf den Boss habe, weil... Ich weiß es nicht. Ich habe vorher die Waffen vom Baumwächter probiert. Ich habe mit Buffs. Ich habe die Waffen probiert vom Rickard. Ich habe Doppelkatana probiert. Ich probiert Single-Katana und irgendwie bringt mir nichts so wirklich... blutige Ströme, ja. Blutige Ströme bringt mir tatsächlich ein bisschen weiter. Aber das Wahre ist es nicht, weil ich halt zu wenig Damage habe, so an und für sich. Ja, perfekt.
kann der... Die haut gefühlt jeden Kampf anders zu. Das ist... Ich weiß nicht. Die eigentlich überwiegend nur mit Röner beschäftigt. Wie soll ich denn das dodgen? Das ist... Ihr wollt es Salzgame, jetzt habt ihr es. Ja. Hast du schon für Segenstufe Geist ist 5 und das andere glaube ich 3. Ja. Ich weiß nicht, ich kann mir so machtlos vor gegen die Bosse. Ich bin nicht mal im New Game Plus, das muss man noch dazu sagen. Ich bin einfach im Endgame. Ich mache keinerlei Schaden, aber ich kassiere ohne Ende. Das ist brutal. Naja, am Bild soll jetzt nicht scheitern. Ich hab Arkan-Energie eingebüßt ein bisschen, weil ich sonst... Ich hab vorher eine Rüstung gehabt, da war ich Two-Shot. Weil ich keine tanky Rüstung nicht abgedrungen habe. So, jetzt einmal das gehe, der ist leider ziemlich schlecht. Dann habe ich einen Drachen Großschild-Talisman, Smaragd-Bernstein-Medaillon und geflügelte Schwertinsignie. Den habe ich vorher probiert mit goldener Schwur. Und Flamme gibt mir Kraft. Das hat mir alles überhaupt nicht wirklich weitergeholfen. Wie soll ich denn das? Ich versteh's nicht. Ich lerne es aber auch nicht, dass ich bei dem noch innen rutschen kann.
mache halt fast keinen Schaden, das ist das Problem. Ich muss 5 Stunden auf den Boss aufklatschen, bis dass ich überhaupt einmal jetzt bei der Hälfte bin. Und dann, wenn ich bei der Hälfte bin, habe ich keine Heilung mehr. Zu weh. Nein, das habe ich alles nicht. Ich hab's norm als Main-Game nicht so hart gegrindet, dass ich jeden einzelnen Talisman und jede einzelne Ding hab. Das wird nicht funktionieren. Goldener Schwur und so weiter, ja. Und Flamme gibt mir Kraft, das kann ich alles machen. Aber die ganzen Questlines, die habe ich alle nicht gemacht. Hi. Bin gleich wieder da. Brauche ich mal kurz eine Pause.
Leute, ich bin ehrlich, ich glaube, dass ich halt einfach vom Kopf her mittlerweile durch bin. Und ich, was Bosskampf angeht, einfach keine rationale Entscheidung mehr treffen kann. Deswegen machen wir da beim nächsten Mal weiter. Ich werde den Stream jetzt tatsächlich beenden, weil es, glaube ich, heute keinen Sinn mehr hat. Ich bin jetzt fast 3 Stunden live. Von daher, ja, glaube ich, tut mir die Pause tatsächlich jetzt ganz gut. Ich war jetzt den ganzen Tag mit dem Tennis unterwegs und ja, glaube ich, dass wir da heute auf keinen Grenzweig nicht mehr kommen werden. Von daher, ja, da machen wir dann, wie gesagt, beim nächsten Mal weiter. Ich weiß aber jetzt nicht, wann ich wieder live gehe. Am Mittwoch auf keinen Fall, morgen wahrscheinlich auch nicht. Also, wir werden uns sehr wahrscheinlich erst am Wochenende wieder hören, kommendes Wochenende. Ja, dann hoffentlich ein bisschen mit mehr, ein bisschen gestärkter und ein bisschen mit mehr Kopf tatsächlich. Der Stream heute war ja dann doch eher sehr spontan. Von daher, ja, ich denke, es ist für alle das Beste ja so, weil es bringt jetzt auch nichts, wenn ich dann doch wieder rein tilte oder sowas, so wie bei dem Boss letztes Mal und dann jetzt doch in die Versuchung kommt, irgendwie die Mimik aufzurufen, was ja den Bosskampf quasi auf ein Kindergartenniveau heben würde. Deswegen, ja, lassen wir es, glaube ich, für heute einfach gut sein. Ich schlafe einmal 2, 3 Nächte drüber. Werde mal schauen, offstream, ob ich irgendwie ein Bild zusammenkriege, der wo halt zumindest ein bisschen mehr Damage macht, weil aktuell, mir machen wir sehr wenig Schaden an ihr. Vielleicht findet ihr irgendwo Apps, wo man sagen kann, vielleicht schauen wir uns auch beim nächsten Mal einfach nur viel mehr um, dass wir den Boss erst einmal nach hinten schirmen. Das weiß ich nicht, da machen wir jetzt die nächsten Tage einfach ein bisschen Gedanken. Weil der ist schon, der kassiert halt gar nichts von mir. Also der kriegt halt überhaupt keinen Schaden nicht. Ich hau auf den ungefähr 8 Stunden auf und dann haben wir bei halber Lebensleistung und dann wird es erst richtig schwer. Also ich brauche irgendein Rezept, da wo man sagt, okay, ich mach ihr zumindest anmerklichen Schaden, damit ich mich nicht 10-mal heilen muss, bis ich mal bei der Hälfte angekommen bin. So. Aber okay. Ich schaue mir noch schnell, wer noch live ist. Ja, gut, Yoshi habe ich gestern schon geradet. Ja, war aber eigentlich wurscht. Und Raiding tatsächlich halt nochmal zum Yoshi. Der spielt auch Elden Ring. Sagt ihm bitte liebe Grüße von mir, ich werde nicht mehr mit umgekommen, weil aus Spoilergründen. Lasst ihm bitte ein bisschen Liebe da. Der spielt Elden Ring deutlich besser wie ich. Der spielt mit seinen Fiers oder mit seinen Augen. Black gesagt. Also der hat wirklich was auf dem Kasten. Wie gesagt, richtet ihm bitte liebe Grüße von mir aus, dass ich aus Spoilergründen nicht mehr mit umgekommen. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen, schön, dass du da wart, trotz dass so ein spontaner Stream war. Wir sehen uns dann irgendwann im Laufe der kommenden Woche wieder. Wie gesagt, ich kann es nicht versprechen, wann oder halt noch nicht sagen, wann. Also Mittwoch auf keinen Fall und morgen wahrscheinlich eher auch nicht. Ja, ich hau mir jetzt dann in Duschen und dann noch ein bisschen auf die Couch, weil ich muss halt noch in die Nachtschicht. Von daher, ja, wird schon recht werden, schätze ich mal. An alle Neuen, wenn ihr Interesse daran habt, kommt gerne auf meinen Discord-Server, da kriegt ihr mit, wann ich live gehe, zu was für Uhrzeit und was für später als wir spielen. Und einen Raid Command haben wir natürlich auch noch. Kopiert gerne das, was ihr braucht, und fügt es beim Yoshi ein. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Und ja, einen angenehmen Start in die neue Woche. Und wir hören uns dann einfach, ja, ich sage jetzt mal spätestens nächstes Wochenende wieder, okay? Natürlich mit Elden Ring. Den Boss, den kriegen wir schon irgendwann. Ja, ich muss nur herausfinden, wie man ihn kriegen. In diesem Sinne, liebe Grüße an Yoshi und wisst ihr, Liebe da lassen, okay? Haut euch eine und merci für den ganzen Support halt wieder in Form von Resubs, Shoutouts und Zuschauen, okay? Haut euch eine. Für euch.